Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Wir haben für euch einen Masterplan für das Mountainbiken im östlichen Oberland. Wir schauen ihn genauer an. Die Spiez will man den Wein für die Zukunft produzieren. Und die Nachfrage nach Klimaanlagen steigt. Laut Experten sind aber nicht alle Modelle empfehlenswert. Vor unseren Top-Themen jetzt aber zuerst noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region für euch. Mutmaßlicher Täter vor Gericht. Nach Abschluss der Ermittlungen im Zusammenhang mit der verstorbenen Frau, die am 17. Januar 2021 bei Gunten im Thunersee aufgefunden wurde, hat die regionale Staatsanwaltschaft Oberland den 37-jährigen Beschuldigten angeklagt. Ihm werden Mord und Störung vom Totenfrieden vorgeworfen. Die Angebotsfrist startet am 11. August. Die Berner Detailhandelsgruppe Valora soll durch den mexikanischen Konzern FEMSA übernommen werden. Die Frist für das Angebot fängt voraussichtlich in wenigen Wochen an. Die Stadt Bern will Aufpasser stationieren. Immer mehr Aarebötler lassen ihre Gummiboote nach dem Ausstieg aus dem Wasser einfach liegen. Die Behörden wollen darum beim Anlegeplatz oberhalb des Schwellenmetteli eine Person stationieren, die für mehr Ordnung sorgen soll. Es gibt einen Masterplan für das Mountainbiken im östlichen Berner Oberland. Der Masterplan zeigt auf, es gibt grosse Defizite, aber auch potenzielle Millionen zu verdienen. In Auftrag gegeben haben den Masterplan Interlaken und Tourismus Jungfrau Region. Wir haben mit dem Direktor von Tourismus Jungfrau Region geredet, mit dem Marc Ungerer. Ja, es ist ein cooles Gefühl. Wir hatten eine lange Vorbereitungszeit gehabt. All die Stakeholder von Gemeinden bis Bahnen bis Bergschaften an einen Tisch zu bringen. Auch die Leute aus der Szene selber, die sich im Biken gut auskennen. Und jetzt hat das funktioniert und wir haben das Ergebnis und das ist super. Ja, habe ich jetzt gar nicht so als Knacknuss empfunden. Vielleicht hat uns die Pandemiezeit ein bisschen Karte gespielt, weil man ja viele, oder vor allem, wie es eigentlich online angefangen hat, das Ganze. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die Zeit war irgendwie reif gewesen und alle haben gewusst, jetzt muss man irgendwie bei diesem Thema gemeinsam vorankommen. In diesem Masterplan wird ja von Millionen geredet, Umsatz. Es gibt jetzt Leute, die könnten sagen, ja, man hat das verschlafen, den Bike-Trend. Ja, die Leute wird es immer geben, egal was ich jetzt sage. Aber es ist natürlich so, bevor man Einnahmen haben kann, muss man investieren. Und das zeigt, glaube ich, der Plan oder das Ergebnis vom Masterplan sehr gut auf. Wir haben eine tolle Destination, wir haben ein attraktives Potenzial für Biker, aber zuerst muss auch mal in Infrastruktur investiert werden. Und alle Bikerinnen und Biker, die sich jetzt die Hände reiben, Zeithorizont, noch schwierig zu sagen wahrscheinlich jetzt schon. Ja, das ist schwierig. Also ich gehe mal davon aus, dass sie noch das eine oder andere Bike sich werden müssen anschaffen, bis es soweit ist. Aber ich sage mal, das zeigt ja das Ergebnis von dem Bikeplan, von dem Masterplan. Das Potenzial ist da. Es gibt schon eine gewisse Infrastruktur, es gibt gewisse offizielle Bikewege, aber es ist wirklich alles in Summe verbesserungswürdig. Vom Biken jetzt zu einem guten Glas Wein. Die Spiez will man den Wein für die Zukunft produzieren. Weniger Aufwand, weniger Pflanzenschutz, bessere Qualität. Das ist die Vision der Rebberg Spiez Genossenschaft. Ja, vielleicht können Sie zum Anfang das Projekt auf der Schlüsselmatte kurz zusammengefasst erklären. Ja, es war ein altgehegter Traum, hier auf der Schlüsselmatte auf rund 1,5 Hektaren Reben zu pflanzen. Die Reben stehen jetzt. Wir haben 2020 und 2021, also oberhalb der Straße und unterhalb der Straße, dürfen widerstandsfähige Traubensorten, alles Weissweinsorten, pflanzen, wo wir uns davon versprechen, dass das eben knackige, frische, fruchtige Spiezerweine von der Zukunft wird geben. Haben Sie einen persönlichen Moment, wo Sie als Highlight jetzt von diesem Projekt betiteln, irgendwie, wo Sie sich gut daran erinnern können?
Ja, der erste Spatenstich und es wird garantiert jetzt diesen Herbst die erste Traube sein, die wir hier lesen können. Ja. Wann kann man mit dem ersten Schluck Wein rechnen? Ja, der erste Schluck Wein aus dieser Parzelle wird es etwa im Mai 2023 geben. Das ist ein erster Teil der Vision 2025. Wie geht es jetzt genau weiter? Es geht im gleichen Stil weiter. Wir werden gewisse Sorten, die bei uns jetzt einfach nicht mehr so geeignet sind, aufgrund dieser klimatischen Veränderungen und auch aufgrund dieser Anstrengung, die wir unternehmen, dass wir mit anderen Pflanzenschutzmitteln dahinter kann, also Pflanzenschutzmittel auch für die Zukunft, die einen Bio-Weinbau erlauben. Da werden wir weiter mit widerstandsfähigen Sorten, die wir jetzt in solchen Parzellen, wo wir heute Schwierigkeiten haben mit den klassischen Sorten, wir dort werden die alten ausreißen und mit neuen Sorten ersetzen. Von den Rebbergen jetzt in die Stube. Ein Haufen Leute kaufen sich momentan nämlich Klimaanlagen. Sei es für im Homeoffice, für auf dem Sofa zu hocken oder für zu schlafen. Laut Experten sind aber nicht alle Modelle ratsam. Auffällig ist, dass vor allem Standventilatoren und mobile Klimageräte gut laufen. Sprich, also wenn die heißen Temperaturen wieder vorbei sind, dass man die Geräte wieder in den Keller versorgen kann. Es ist so, dass wir sehen, dass Kundinnen und Kunden sicher auf die Klimaeffizienz der Geräte schauen. Aber wir merken auch, dass das nicht das wichtigste Kriterium ist. Vielmehr achten sie auf den Preis, auf den Gerätetyp, auf die Lautstärke des Geräts, aber auch auf die Kühlleistung. Und die Klimaeffizienz ist erst auf 7. Stelle. Also die Hersteller haben in den letzten Jahren auf Invertertechnik gewechselt und da haben wir natürlich eine sehr hohe Energieeffizienz. Die Anlagen laufen kurz auf und sie dann einregeln über die Drehzahlregulierung. Und die Effizienz liegt bei A+, bei sehr guten Anlagen, teilweise sogar A++. Mobile Anlagen tun ich prinzipiell von abraten. Das ist nur mal im Notfall, wenn es nicht anders geht. Wir suchen eben die Luft aus dem Raum und blasen sie quasi zum Fenster raus und somit erzeugen wir den Unterdruck und an allen anderen Ecken im Gebäude zieht es dann wieder die warme Luft rein. Mobile Geräte sind wirklich immer nur punktuell an dem Punkt, wo sie gerade stehen, aber energetisch sehr ineffizient. Die trockene Luft durch die Klimaanlage führt zu ausgetrockneter Schleimhaut, das führt zu Reizungen, das führt zu einer Minderdurchblutung von einer Schleimhaut. Und eine Minderdurchblutung von einer Schleimhaut heisst auch, das Immunsystem ist dort weniger aktiv. Das heisst, man ist anfälliger für Viren, Bakterien und Pilze. Und was ich schon einmal hervorheben möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass so eine Klimaanlage einfach ein Stress ist für den Körper, weil es ist immer ein Reiz da an Lärm, an anderer Luft. Und eigentlich ist es zu kalt. Es ist zu kalt für die Jahreszeit und es greift einfach mega tief in unser System, in unseren Organismus und auch in unseren Rhythmus, den wir haben. Ja, wie fest es eine Klimaanlage die nächsten Tage braucht, das sagen euch jetzt unsere Wetterexperten von Meteo News. Uns gibt es morgen Abend wieder, gleiche Zeit, gleicher Sender. Schönen Feierabend wünsche ich. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Willkommen bei Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Es freut mich, Sie heute wieder zu sehen. Ja, ein Hoch über der Nordsee sowie ein schwaches Tiefdruckgebiet über der Iberischen Halbinsel sorgen am Donnerstag für eine Südwestlage. Dabei gelangen vorübergehend etwas wärmere und feuchtere Luftmassen
in den Alpenräumen. Wir starten in den Donnerstag trotz Schleierwolken recht sonnig. In Bern starten wir mit 13 Grad, in Frutigen sind es 14 Grad, also eine gute Möglichkeit und die Wohnung richtig gut durchzulüften. Am Nachmittag geht es im Seeland weiterhin sonnig weiter, teils bilden sich ausgedehntere Schleierwolken. Richtung Berge gibt es vermehrt Quellwolken und allmählich steigt die Schauer- und Gewitterneigung. In Bern werden wir 29 Grad, in Langenthal ebenso und in Frutigen gibt es 27 Grad. Auf den Bergen werden sie begleitet von einem schwachen Wind aus westlichen Richtungen und die 0-Grad-Grenze liegt bei rund 4000 Metern. Der Freitag verabschiedet die Arbeitswoche vom Juli mit einem Sonnen-Wolkenmix, vor allem am Nachmittag, und in den Bergen gibt es gewittrige Regengüsse. Am Samstag wird es recht sonnig, über den Bergen gibt es ein bisschen mehr Wolken. Danach geht es vom Sonntag bis am Dienstag mit viel Sonnenschein weiter. Der Monat Juli verabschiedet sich mit 27 Grad und der 1. August geht dann seit dem Wetter richtig flott weiter. Mit 30 Grad kann man flott etwas planen und nach aktuellem Modell steigen die Temperaturwerte danach wieder an. Wir von Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.